Ist in einer Beziehung Wichsen ein No-Go? Wollt ihr das Kondom drüber ziehen oder sollen wir das machen? Wie viel Mal macht ihr es euch selber? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video! Ich bin wieder mal alleine. Und zwar bedeutet das, dass ich stehe. Ich stehe irgendwie immer, wenn ich alleine ein Video mache, I don't know. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich stehe, ja. Auf jeden Fall, vielleicht könnt ihr sehen, ich habe Locken gemacht und zwar mit dem Bändel von meinem Bodymantel, Don't Ask. Auf jeden Fall, Ende Video wird wahrscheinlich keine einzige Locke mehr da sein, darum genießen wir es noch kurz, sofern das überhaupt noch Locken sind. Schnauze, alle, Schnauze. Anyway, um das geht es in dem Video, sondern ihr habt mir auf Instagram ganz viele Fragen können stellen, beziehungsweise ihr Jungs haben mir Fragen stellen. Und zwar Fragen, die ich schon immer mal wollte an einem Mädchen stellen. Und ich bin natürlich die perfekte Person, um die Fragen zu beantworten, because ich bin ein Mädchen. Wow. Wow, what the fuck. Ich merke gerade, ich glaube gerade schon wieder viel zu viel drum. Ich will gar nicht so viel labern, sondern wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Okay, vorab, bevor ich die Frage beantworte, logischerweise kann ich nicht für alle Frauen da draussen sprechen, ich glaube, das ist klar. Darum, ich rede von meinen Erfahrungen, ich rede von Sachen, die ich gehört habe, von meinen Kolleginnen etc. Genau. Die erste Frage ist gerade, was beeindruckt oder freut ein Mädchen, besonders wenn sie angesprochen wird von einem Boy? Ich kann dir das ganz einfach beantworten. Ich will sagen, man freut sich grundsätzlich, wenn man angesprochen wird. Es kommt natürlich darauf an, wie das man angesprochen wird. Also wenn jetzt irgendwie im Club bist und einer kommt, «Yo, Schuss, Nigga, kannst du deine Nummer haben?» Dann ist deine Chance sehr gering, dass sie Bock auf dich hat. Aber ich meine, nur schon zum Beispiel, wenn du einfach ganz normal sie ansprichst, so «Hey, keine Ahnung, ich habe dich gerade gesehen und ich finde dich mega schön und ich wollte fragen, keine Ahnung, irgendwie sowas.» Und auch wenn sie nachher dir einen Korb gibt, glaub mir, du hast ihren Tag so versüßt, weil das ist halt einfach ein Kompliment, an dem hat man einfach Freude. Von dem her, ich würde sagen, du beeindruckst sie allgemein, indem du sie ansprichst, weil ich muss sagen, das braucht wahrscheinlich hure viel Mut, also kann ich mir vorstellen. Darum, ich glaube, das ist schon relativ beeindruckend. Gebt es zu, dass viele Mädchen wirklich eher auf Jungs stehen, die eigentlich nicht so viel Gefühl zeigen und eher ein bisschen cool tun. Ich muss sagen, ich finde es eine mega schwierige Frage. Ich habe mir jetzt gerade selber so ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich kann da für beide Geschlechter sprechen. Es ist halt einfach spannender, wenn man nicht so jemanden easy gettet. Also ich weiss nicht, versetzt euch jetzt mal in eine Rolle, eine oder eine kommt zu euch und überschüttet euch mit Kompliment und allem Möglichen, dass ihr vielleicht sogar ein bisschen überfordert sind. Und in dem Sinn ist blöd gesagt, wenn du selber von dieser Person jetzt nicht unbedingt etwas willst, nicht so mega spannend, wie wenn jetzt zum Beispiel halt jemand mit dir flirtet und aber nicht wirklich zeigt, dass er jetzt wirklich etwas von dir will, sondern einfach, ja, du müsstest ihn wie ein bisschen erobern oder eben sie. Und das macht es halt einfach spannender und darum, I don't know, ich kann es dir nicht erklären, es ist halt wirklich eigentlich mega dumm. Aber eben, ich glaube, gerade wenn du nachher in einer Beziehung bist, dann ist es viel, viel wertvoller, wenn du wirklich Gefühl zeigst und ihr ein Kompliment machst und einfach ein lieber Typ bist, als nachher ein Arschloch oder sonst irgendwas. Ich will mal sagen, vielleicht weißt du, so ein bisschen spannend machen, aber nicht dich verstellen. Ist Länge wichtig. Es gibt sicher ein paar Frauen, wo es sozusagen wichtig ist, aber ich glaube trotzdem, die Mehrheit ist eigentlich völlig egal. Gerade wenn du in einer Beziehung bist, ist das, glaube ich, wirklich überhaupt kein Thema. Dann ist alles andere gefühlt wichtiger. Ich meine, eben, es gibt auch so einen schönen Spruch, es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Technik. Von dem her macht euch nicht irgendwelche Gedanken. Ich glaube, das ist eher so ein Gesellschaftsding, dass man da wirklich mega auf die Länge schaut, aber grundsätzlich ist das wirklich komplett scheißegal eigentlich. Und ja, sind wir ehrlich, kurzer Real Talk. Es gibt halt mega viele Frauen, die halt auch, ich sag mal, innerlich nicht kommen können oder sehr selten und äußerlich viel eher und darum ist dann eigentlich sowieso egal. Also, ja. Findet es Mädchen schlimm, wenn Jungs gerne Schnulzen schauen? Bei Jungs ist irgendwie ein No-Go. Hä, Alter, das ist doch absolut nice. Also keine Ahnung, gerade für die Frauen, die jetzt auch gerne Schnulzen schauen. Also das sind Liebesfilme, einfach Real Talk. Ich würde das selber weisst wie fühlen. Gerade wenn du eine Frau bist, die das selber gerne schaut, dann ist das Jackpot, alle. Aber ja, grundsätzlich, gerade was so Sachen angeht, was man gerne schaut oder was man für Interesse hat, ich glaube nicht, dass ihr da irgendwie euch für irgendetwas schämen müsst. Warum sind Frauen, wenn man sie anschreibt, immer passiv und nicht offen, um mit neuen Leuten zu schreiben? Okay, wie soll ich die Frage jetzt beantworten, dass es nicht irgendwie falsch steht? Grundsätzlich würde ich jetzt mal so behaupten, dass Frauen öfters angeschrieben werden und dann meistens ist es so ein «Hey, wie geht's? Was läuft?» Und Real Talk, irgendwann ist es halt einfach nicht mehr so spannend. Dann hast du halt auch nicht so Lust, um jetzt irgendwie eine Konversation zu führen, die einfach auf Smalltalk basiert und das ist irgendwie ein krampfhaftes Gespräch. Das ist halt einfach nicht so spannend. Und darum würde ich jetzt mal so behaupten, haben viele halt jetzt auch nicht so Lust, um dann Leute im Internet kennenzulernen. Und ich glaube im Allgemeinen, gerade wenn so ein «Hey» einfach anschreiben ist, zum Beispiel jetzt auf Instagram, irgendwie wirkt das so oberflächlich. Ich sehe ja dann vielleicht hauptsächlich nur irgendwelche Insta-Bilder von uns. Ja,
ich würde sagen, das sind so ein paar Gründe. Es gibt nicht einfach eine fixe Antwort oder ich weiß sie nicht. Ich kann jetzt mal in die Kommentare schreiben, Girls, was so ein bisschen die Gründe sind. Also mir wundern, was ihr würdet sagen. Ja, aber ich hoffe, ich kann die Frage irgendwie so ein bisschen beantworten. Wenn ihr das Kondom drüber ziehen oder sollen wir das machen? Ganz einfache Antwort, fragen Sie einfach. Dann verliert ihr auch nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Wie ist es, wenn man das erste Mal Tag bekommt? Tut es fest weh? Ich habe ein bisschen schmunzeln auf dieser Frage. Ich weiss jetzt nicht, ob du es so meinst, dass es weh tut, wenn man es jetzt irgendwie das erste Mal hat, dass da irgendetwas platzt oder so. Nein, das ist nämlich nicht der Fall. Also auch wenn da Blut rauskommt, das tut jetzt nicht in dem Sinn weh. Das sind einfach innerliche Schmerzen. Vielleicht ist es ein bisschen ähnlich, keine Ahnung, ich weiss es ja nicht. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Böllen zwischen den Beinen bekommt, dann hat ihr auch so ein Bauchweh, das ihr irgendwie nicht beschreiben könnt. Also ich weiss es ja nicht, ich habe keine Hoden, sorry. Aber es tut auf jeden Fall nicht in dem Sinn weh und jetzt auch nicht beim ersten Mal, wenn man seine Tage hat, speziell anders weh. Und natürlich ist es auch komplett unterschiedlich. Es gibt Frauen, die haben nie Schmerzen und es gibt Frauen, die haben brutale Schmerzen und können eigentlich nichts mehr machen. Wie finden wir heraus, ob sie einem gefriendzoned hat oder ob sie einem richtig mag? Da, ich würde sagen, wieder der Schlüssel Kommunikation. Redet mit ihr und fragt sie einfach. Ich weiss, es braucht extrem viel Mut und es kann sein, dass ihr einfach wirklich Angst habt, um sie zu fragen, wenn ihr eben mit ihr befreundet sind, dass ihr sie verliert oder irgendwas. Aber glaubt mir, es ist einfacher für euch, wenn ihr Klarheit habt und genauso für sie, dass sie Bescheid weiss. Und falls ihr euch jetzt natürlich nicht getraut, was ich sehr gut auch verstehen kann, dann könnt ihr ja vielleicht mal einfach probieren, wenn ihr gerade zum Beispiel so am Abend am Schreiben sind. Es ist so eine Stimmung, wo man schon offen miteinander redet und so, dass ihr vielleicht mal so die Frage in die Runde rührt. Jo, stehst du eigentlich auf jemanden? Hast du für jemanden Gefühl und so? Ja, irgendwie, dass ihr so ein bisschen so aufs Thema kommt, dann findet ihr das so ein bisschen raus. Klar kann sie ja sagen, nein, ich habe kein Gefühl, aber ich glaube, ich merke das schon. Und ja, ich rede da aus Erfahrung. Das ist ein sehr guter Tipp. Mehr sage ich nicht. Wie viel Mal macht ihr es euch selber? Ganz ehrlich, das ist von gar nicht bis keine Ahnung wo. Ich würde sogar behaupten, es ist gleich wie bei Jungs. Einfach, dass Frauen viel, viel weniger offen mit dem Thema umgehen. Genau. Ist in einer Beziehung Wichsen ein No-Go? Ich kenne viele Leute da draussen, was für beide Partner ein No-Go ist, in einer Beziehung sich selbst befriedigen. Meine persönliche Meinung ist, dass es komplett unterschiedlich ist, sich selbst befriedigen und Geschlechtsverkehr haben mit seinem Partner. Darum würde ich sagen, ist es für mich fast ein No-Go, wenn man das jetzt irgendwie einem Partner verbietet, sich selbst befriedigen. Ich meine, gerade wenn zum Beispiel nur ein Partner davon sich selbst befriedigen und der andere nicht, dann kann das dann gar nicht nachvollziehen. Wisst ihr, was ich meine? Und darum finde ich es ein bisschen schwierig, dann irgendwelche Verbote zu machen in der Beziehung, wenn beide nicht einverstanden sind. Darum kann ich das sehr gut verstehen, wenn euch das jetzt stört, wenn der Partner das will verbieten. Und darum, ich fände es am wichtigsten, wenn man offen über das Thema redet und sagt, hey, sorry, für mich ist es voll okay, wenn wir die Regeln abmachen. Oder eben für mich, ich finde es nicht okay, ich will da nicht irgendwie eingeschränkt sein in meiner Beziehung, was das angeht. Warum sagen die Mädchen im Bikini sehen, ist nicht schlimm und im BH oder Unterhose ist es schlimm? Also, zum einen ist es halt viel intimer. Wenn du in die Bade gehst, ist jeder in der Badhose und in der Unterwäsche sieht dich halt nicht jeder. Da siehst du dich selber oder vielleicht irgendwo in einer Umkleidekabine. Aber ich selber finde das irgendwie eher etwas Intimes, was halt nicht jeder sieht. Und zum anderen, was man halt auch noch ansehen muss, nicht jede Unterwäsche sieht gleich aus wie eine Badhose. Die ist eventuell vielleicht auch ein bisschen freizügiger, man sieht ein bisschen mehr. Wenn ihr wisst, was ich meine, also ich rede da von Tangas, ja. Nervt Periode? Logischerweise ja, weil du bist halt einfach bei vielem eingeschränkt. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, okay, es ist Sommerferien, nächste Woche gehen wir auf Italien an einen nicen Strand und ich komme dann noch in Tage über. Bro, das ist so belastend. Du musst dich die ganze Zeit irgendwie darauf vorbereiten, wenn du im Pool willst, okay, jetzt muss ich das machen, das kann ich nicht machen. Es ist wirklich einfach nicht so nice, gerade in dem Moment. Wirklich. Ich meine, Real Talk, wir Frauen, wir schauen vorher, okay, in 3 Wochen habe ich meinen Tag, fuck, dann bin ich in einem Lager. Es ist wirklich so, wir planen das sozusagen, obwohl wir es ja gar nicht planen können, außer man hat jetzt eine Pille oder so. Und ja, es gibt halt auch sonst noch Einschränkungen, wenn du irgendwie auf einem Trampolin bist oder halt sonst irgendwie schwimmen willst oder wenn du vielleicht auch im Geschlechtsverkehr kann es irgendwie mühsam sein oder so. Ja, grundsätzlich, es ist nervig. Warum nehmen die Komplimente einfach nicht an? Ehrlich gesagt, ich weiss es auch nicht. Jedes Mädchen hat Freude, wenn sie ein Kompliment bekommt und ich glaube, gerade um das zu zeigen, ist irgendwie unangenehm, aber ich kann dir nicht genau sagen, warum. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber durch das, dass es irgendwie jeder macht, ist es dann schon fast unangenehm, wenn man dann einfach offen sagt, ah, merci, danke vielmals, mega lieb. Wir sollten das vielleicht mal ändern, also Girls, wenn ihr ein Kompliment bekommt, einfach ganz normal Danke sagen. Ich habe das so eine nice Frage gefunden. Bisselt ihr eigentlich in Tampon rein? Okay, wie kann ich das erklären? Frauen haben 3 Öffnungen unten. Eins für den Urin, eins für den Kot und eins für den Geschlechtsverkehr. Und das Baby eventuell. Und in das Loch, wo Geschlechtsverkehr gemacht wird, kommt auch der Tampon rein. Und das hat in dem Sinne auch nichts zu tun mit dem
Loch, wo der Urin rauskommt. Und darum macht das keinen Unterschied. So. So, das war es schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden. Wenn ja, dann gebt euch mir unbedingt einen Daumen nach oben. Falls ihr jetzt irgendwie eine andere Frage habt, dann schreibt euch gerne Kommentare und Girls, sucht in den Kommentaren und beantwortet die, fände ich mega nice. Ja, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Wow, meine Locken sind ja wirklich absolut noch da. Mega nice.